Ja, hallo zusammen zu der Hour of Prayer. Come on, wow, du bringst doch das Mikrofon, Ja. Das ist der mega wichtige. Was ist denn mit dem geschehen? Ja, aber, hallo zusammen, wollte ich auf jeden Fall sagen. Und zwar so, dass man hört. Genau. Heute ist das Thema, wie kann man die Angst überwinden? Und Angst ist ja ein mega großes Thema. Gestern kam ein bisschen so Hoffnung auf, jeden Fall ein bisschen in Deutschland, weil man gelesen hat, es kommt ein Impfstoff raus, der funktioniert 90% und es hat mega viel ausgelöst, nicht nur in der Börsenwelt, sondern auch in den Emotionen. Und das zeigt einfach, wie angespannt die Corona-Situation für viele Leute einfach ist. Man ist zu Hause, man ist einsam, man hat Angst, krank zu werden. Ich habe gestern wirklich einen Mann kennengelernt und sein Bruder ging in das Spital. Der ist 68 Jahre jung, musste bloß die Schulter operieren, eigentlich einen kleinen Eingriff, und im Spital hat er irgendwie Corona bekommen und ist im Spital an der Krankheit gestorben. Und da merkt man dann schon, dass dann für die das miterleben, dass jemand stirbt, der keine, in dem sie nicht eine Vorrisikogruppe gewesen ist es dann schon etwas, wo man merkt, oh mein Gott, es kommt dann schon sehr nahe in dem Sinn, und das macht ja uns auch ein bisschen müde, weil man weiß ja nicht auch, wann kommt es zu einem Ende, wie lange geht das noch. Das ganze Leben hat sich total auf den Kopf gestellt, und darum ist es eine Good News, dass wir zusammenkommen und eben beten zusammen, dass Gott uns Hoffnung gibt. Das ist ja nicht so eine Floskel so, sondern er ist wirklich unser Anker. Man sagt ja, in einer Krise kommt das am allermeisten hervor, was krisenresistent ist. Und das ist unser Gott. Er ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Genau, und heute reden wir darüber, sprechen wir darüber und beten wir darüber, wie man Ängste überwindet. Und am Sonntag haben wir eine Umfrage gemacht und so die 3 Top-Ängste sind herausgekommen. Ja. Eine davon, hast du schon angesprochen, Leo, ist Krankheit. Eine davon ist Jobverlust. Ja. Und eine weitere davon, was wir ja jetzt auch extrem spüren, ist Einsamkeit. Und ich finde es so, ja. Hättest du gedacht, also Krankheit und Jobverlust, das hätte ich jetzt sagen können, aber Einsamkeit, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht so aufgezählt als Top Nummer 3. Das bedeutet, ja, Leute sind ein bisschen müde mit dem Keep the Distance und sei alleine, treff dich mit niemandem mehr. Also irgendwann geht es schon ein bisschen so auf die Substanz, weil wir Menschen sind ja geschaffen für Gemeinsamkeit, also Gemeinschaft, mit anderen Worten. Man kann nicht alleine durchs Leben durchgehen. Genau, und ich habe einen Bibelvers rausgesucht, der steht im Johannes 16, Vers 33. Und das ist so das erste Statement, dass wir heute all diesen Ängsten, die dich bewegen, wo du jetzt gerade zuhörst, die uns bewegen, einfach entgegenhalten möchten. Und zwar heißt es da, in der Welt habt ihr Angst. Da steht zwar nicht Punkt, sondern Strichpunkt, das bedeutet, es geht weiter. Aber das ist schon mal ein Fakt. Und ich glaube, das tut doch einfach mal gut zu wissen, ich bin nicht völlig durch, weil ich jetzt Angst habe, sondern das ist ein Fakt und den kennt auch unser Gott im Himmel. Aber es endet da nicht, sondern es geht eben weiter. Aber seid getrost. Genau, es geht weiter. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, das sagt Jesus. Und ich möchte das heute zu Beginn zu einem Gebet machen und dir einfach Danke sagen, Jesus, dass du um die Ängste in uns und um uns weißt. Dass du die Ängste kennst von jedem Einzelnen, der zuhört und zuschaut jetzt in dem Moment. Ich möchte dir Danke sagen, dass dir keine Angst verborgen ist und dass du weißt, dass wir hier auf dieser Welt Angst haben. Yes. Aber ich danke dir, dass du sagst, seid getrost, also seid getröstet und lass uns in dem Moment deinen Trost spüren, weil du stärker bist als die Welt, weil du die Welt überwunden hast, weil du dich über das Geschehen der Welt gesetzt hast. Und du hast das letzte Wort. Und erst da kommt der Punkt. Und dafür bete ich dich an. Dafür beten wir dich an, Jesus. Hey, heute haben wir einen Special-Gast unter uns. Wir haben einen Worship-Leader. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf die Kamera Nummer 1. Das ist David Cool. Gehe wieder zurück zu uns. David Cool, das ist cool. Ich bin selber der DJ hier. Und, hey, du machst es super, Leo. Ich gebe mir Mühe. Und er wird uns heute in einen Worship-Song leiten. Susanne, wie heißt der Worship-Song? Der Worship-Song heißt Our God is Real. Genau. Und er wird mit uns diesen Song singen und uns hineinnehmen, dieses Thema
trotz den Ängsten, dass wir wissen, unser Gott, der ist echt, der ist reell, das ist eine Substanz, das ist eine Kraft. Es gibt mir Hoffnung und darum Lieder singen sind ja eigentlich gesungene Gebete, die ich Gott platziere. Und wenn ich ja bete, ist ja nicht so, dass sich Gott verändert. Gebet verändert mein Herz und meine Einstellung und meine Perspektive. Und was ich liebe an den Songs, wie du es gesagt hast, das sind gesungene Gebete. Und wenn Dave das Lied singt für dich heute ganz besonders, dann öffne dein Herz und lass Gott einfach zu dir sprechen und dein Herz berühren, weil diese Songs, diese gesprochenen Gebete mit der Melodie haben die Fähigkeit, direkt in unser Herz zu gehen. Und lass es heute einfach zu, lass dich beschenken von diesen Worten, von diesen Wahrheiten. So, ich gebe über zu Dave, schalte zu Dave. So. When darkness falls, remember this. In highs and lows, you're not alone. Don't give up, don't lose heart. For our God has overcome. Because of Christ in us, we've overcome the night. For on the day He rose, that was beaten, hope has been restored. Our God is right, and we believe our God is real. He told us this, so Dad and Him, we may have peace, but don't forget, in this world troubles come. But take heart, He's overcome. Because of Christ in us, we've overcome the night. For on the day He rose, that was beaten, hope has been restored. Our God is light, and we believe our God is real. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, no, our God is real. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, no, our God is real. He is alive. Ja, dann Jesus lebt. Ja, dann Jesus lebt. Sieht, kümmert sich. Our God is real. Our God is real. Oh, because of Christ in us, we have overcome the night. For on the day He rose, that was beaten, all has been restored. Our God is light, and we believe our God is real. Our God is real. He is alive. He is alive. Our God is real. Hey Dave, vielen Dank für den Song. Unser Gott ist reell und erlebbar und echt und spürbar. Und ich möchte jetzt ganz am Anfang auch für das beten. Danke Dave. Ist mega cool, einfach solch begabte Leute zu haben mit einer wunderbaren Stimme. Absolut begeisterter, fähiger Gitarrenspieler, einfach amazing. Ich möchte einfach ganz zum Anfang beten, dass wir ganz bewusst, bevor wir unsere Anliegen und Dinge, die uns beschäftigen, Gott bringen, einfach am Anfang ganz bewusst mal Gott Komplimente aussprechen. Einfach mal Gott sagen, was er uns bedeutet. Das ist ja Worship, das ist Anbetung. Und wenn man beginnt, einfach so eine Auflistung zu machen, was uns Gott bedeutet, das kann man auch machen beim Ehepartner, bei den Kindern, bei der Kirche, bei der Politik, was auch immer. Was dann nämlich geschieht, plötzlich kommt eine Dankbarkeit in das Herzen und man wird sich mega bewusst, dass man eigentlich mehr Segen und mehr Blessing im Leben hat, dass man oft sich das anfühlt oder im Moment sieht man oft nur noch den Tunnel und alles ist dunkel und man sieht das Ende nicht mehr. Und ich danke dir, Gott im Himmel, und du kannst jetzt auch einfach dein Dank, wo auch jetzt immer du bist, sei es jetzt in London, Gummersbach, Minneapolis, wo auch immer, ich danke dir, Gott im Himmel,
dass du mit deinem Namen für Segen und Bewahrung und Beschützung einfach stehst. Ja. Und du hast versprochen, dass deine schützende Hand unser Leben umgibt und dass deine schützende Hand mich auch segnet vom Himmel her, dass die rechte Hand Gottes mich leitet, mich führt und bewahrt und segnet. Ich danke dir einfach für diesen Fakt, dass ich dir nicht egal bin, auch dann, wenn ich Dinge vielleicht bewusst falsch gemacht habe, dass du nie den Glauben an mich oder an uns verloren hast. Das ist einfach phänomenal. Das ist für mich einfach, da sprengst du Gott immer wieder die Art und Weise, wie ich bin, wie ich über gewisse Punkte reagiere. Ich danke dir für deine grenzenlose, ungebrochene Zusage, die du in meinem Leben einfach ausgerufen hast. Und dein Ja bleibt dein Ja und deine Zusagen bleiben Zusagen. Und ich danke dir auch, dass du mich geformt und geprägt hast im Leibe meiner Mutter. Du hast das Bild gehabt, wie ich sein werde. Und jeden Tag, wo ich lebe, darf ich dir, Jesus, ähnlicher werden. Ja. Und ich danke dir für die Finanzen, die du mir anvertraut hast, ob ich viel oder wenig habe, sagt Paulus, ob ich Kälte oder auch Hitze erlebe. Du bist am Ende mein Versorger. Das ist auch eine Zusage. Du bist auch mein Shalom, mein Friede. Friede, ob jetzt die Umstände besser, perfekter, schwieriger, problematisch sind, aber der Friede, hast du versprochen, der ist unabhängig von der Situation, weil der Geist Gottes in mir drin wohnt. Und du merkst einfach, man meditiert, man spricht die Wahrheit aus, man positioniert sich und ich stelle Gott in die Mitte. Und was dann nämlich geschieht in diesem Gebet, Worship, Anbetung, ist nicht, dass die Situation sich vielleicht so viel verändert, aber mein Blick sich plötzlich wendet zu diesem Gott, der ist das Anfang und Ende, Alpha und Omega, das erste und letzte Wort. Gott hat sich nicht verändert. Ich habe mich wieder positioniert. Meine Augen sehen wieder die Güte Gottes. Und Leo, manchmal hilft mir wirklich so ein Song, mich wieder zu positionieren, weil manchmal fällt mir vielleicht nicht gerade so ein, für was ich Gott Danke sagen könnte. Und ich habe hier den Liedtext. Schaffst du das, da so zu klicken, dass er kommt? Ja, mal schauen, wenn wir das so machen. Nein? Okay. Machen wir ja, so. Machen wir es. Gut, noch ein bisschen üben und dann geht's. Es geht nicht besser, aber du könntest auch das ganze Lied einblenden, weil ich möchte einfach ein, zwei Dankeschön an Gott richten, die eben in diesem Song vorkommen, die in diesem Liedtext vorkommen. Und ich möchte es deswegen so machen, weil es dir zu Hause oder wo auch immer du bist vielleicht hilft, das genau gleich zu tun. Weil wir haben gesungen, Our God is real, unser Gott ist Realität und das ist bereits etwas, was ich zu einem Dank machen kann. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Realität bist. Ich danke dir, dass du Gott überwunden hast, ist ein nächster Vers, den ich sehe in diesem Song. Und ich danke dir, Gott, dass du Realität bist. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wir in dir Frieden haben, dass wir das nicht vergessen sollen. Ich danke dir, Gott, dass du gesagt hast, in dieser Welt werden wir von überall bedrängt, aber dass wir keine Angst haben sollen, weil du die Welt überwunden hast. Und ich danke dir, himmlischer Vater, auch für diesen Song, der mir hilft, Worte des Danks für dich zu finden. Vielen, vielen Dank, himmlischer Vater, für all diese vielen Songs, die mir immer wieder helfen, meinen Blick auf dich zu richten und auf das, was wahr ist. Weil die Stimmen, die drängen überall in meine Ohren. Und danke gibt es Songs, gibt es die Bibel, gibt es Wahrheiten, wo ich mich immer wieder fokussieren kann. Und das hilft mir, meine Ängste zu überwinden. Darum Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Und das ist der Punkt, wenn wir Ängste, und das sind auch zum Teil reelle Ängste. Es ist nicht einfach so, dass man die Augen zumacht und sagt, okay, die gibt es nicht. Es gibt so 3 Punkte, die wir aufgeschrieben haben und ich finde, die sind sehr, sehr hilfreich. Und zwar, wie man in einer Krise reagieren kann, Susanne. Genau, ist alles live, das ist schön. Und zwar, hier haben wir das.
Und ich finde, das ist mega, mega hilfreich in dem Sinn, weil in einer Krise kann man total ängstlich werden und angstblockiert. Das ist ganz, ganz krass, angstblockiert. Oder man kann es ignorieren, man verschließt einfach die Augen oder wie Vogel Strauß, einfach Kopf rein und warten und hoffen, dass es weg ist und du weißt, das funktioniert ja auch nicht in dem Sinn. Oder man ist hoffnungsvoll. Und hoffnungsvoll hört sich vielleicht ein bisschen so einfach an, aber hoffnungsvoll bedeutet wirklich, dass ich weiß, meine Zeit steht in den Händen Gottes. Also mein Timing, mein Leben, alles hat Gott in seinen Händen. Und das gibt eine so krasse Geborgenheit, wie ein Anker. Ich erwähne das Bild immer wieder, ein Anker, der bei einem Boot gesetzt ist, den sieht man nicht, weil ein Anker muss man nicht sehen. Sondern wenn ein Sturm kommt und das Boot schüttelt und geht mit den Wellen mit, es bewegt sich keinen Meter, weil es ist ja gesetzt mit diesem Anker. Der Anker ist da, um einen Fixpunkt zu geben. Und mein Glaube, mein Gott ist mein Anker in guten Tagen, wie auch in sehr herausfordernden Tagen. Darum gibt es mir Hoffnung, weil ich weiß, meine Zeit steht in deinen Händen und Gott hat mein Leben immer noch voll unter Kontrolle. Genau, und ich finde es auch sehr spannend, Leo, wenn man ängstlich reagieren kann, zu wissen und sich vor Augen zu halten. Wir sind ja so in dieser Serie am Sonntag in der Message, in der Predigt, wo wir die verschiedenen Namen von Gott anschauen. Und einer seiner Namen ist der brüllende Löwe. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als der Angsteinjagende. Krass. Und deswegen finde ich es spannend, dass es eigentlich auch logisch ist, dass wir hier auf dieser Welt ängstlich reagieren und angstvoll reagieren, weil die Welt, kann man so sagen, wird ja auch vom Bösen beherrscht, von eben diesem brüllenden Löwen. Und ich möchte dazu den Bibelvers aus 1. Petrus 5, Vers 8 vorlesen, da heißt es, seid besonnen und wachsam. Ja. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Was ich jetzt spannend fand am Sonntag, als ich deine Predigt gehört habe, Leo, ist, dass hier nur steht, wie ein brüllender Löwe. Also das ist so ein Vergleich. Ja. Man nimmt es als Vergleich. Also wie ein brüllender Löwe. Unsere Kinder haben sich, als sie klein waren, haben sie sich gerne verkleidet, zum Beispiel als Tiger oder als wie heißen die da? Als Dinosaurier. Und ich habe mir einfach am Sonntag vorgestellt, der Teufel, er verkleidet sich wie ein brüllender Löwe. Ja. Aber Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Ja. Er ist der echte, der wahre Löwe. Und das fand ich einfach so spannend. Also wenn wir die verschiedenen Namen vom Satan, vom Teufel anschauen, er ist der Verblender zum Beispiel, das heißt, er blendet mit dem Licht, aber Gott ist das Licht. Und das hat mich einfach auch sehr dankbar gemacht, auf einer Seite zu stehen, wenn ich mich zu Gott stelle, wo das Echte ist, wo der Ursprung ist, wo die Quelle ist. Und der Feind, der kopiert, der imitiert, der ist einfach eine Nachahmung. Ja, das ist mega, mega krass. Ich habe euch im Chat reingeschrieben vorhin, ganz konkret, wie erlebt ihr die Hoffnung Gottes? Also was unternehmt ihr, dass ihr wirklich sagen könnt, der Anker, der funktioniert wirklich. Das hört sich ja immer so einfach an, aber Hoffnung ist eben auch eine Charaktereigenschaft Gottes, weil man sagt, Angst ist die Sprache vom Feind oder man kann sagen, Angst ist die Sprache der Hölle. Hoffnung ist die Sprache vom Himmel, weil Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben, nicht den Geist der Angst oder der Geist der Hoffnungslosigkeit oder der Angst, ich bin gelähmt und ich habe kein Ende. Und vielleicht natürlich, wenn man natürlich in einer Situation drin ist, wo man wirklich konfrontiert ist, man hat den Job vielleicht verloren, vielleicht ist man mega krank geworden, das sind ja reelle Dinge, die möchten wir gar nicht klein sprechen. Und wie kann man dann einfach sagen, dass die Sprache vom Himmel ist Hoffnung? Und das hat immer mit dem zu tun, und ich erwähne das immer und immer wieder. Wir dürfen die Perspektive nicht verlieren, dass wir auf einer Pilgerreise sind, unterwegs in eine Stadt, in eine Heimat, die ist nicht auf dieser Erde, sondern unsere Stadt, wo wir hingehen, ist der Himmel. Und das hat in unserer Kultur gar keinen Platz mehr. Wenn man über den Himmel spricht und über die Ewigkeit, dann haben Leute mehr Angst, weil wir denken, ja, ich lebe ja hier und jetzt und ich möchte
möchte das Leben genießen. Das ist alles okay und alles auch richtig und auch wichtig und okay. Aber es gibt eine Perspektive, die ist größer als das, was wir hier erleben. Und diesen Teil von eben Hoffnung müssen wir in das ganze Bild hineinnehmen, zu wissen, dass Gott eben alles unter Kontrolle hält. Lasst uns das ganz, ganz einfach machen. Wir haben am Sonntag ja einen Tipp gegeben und das kannst du jetzt gerade machen. Und zwar, du kannst so einen Zettel nehmen. Das haben schon einige Leute gemacht. Ich habe schon ein paar Posts gemacht von Leuten, die haben es heute Morgen gemacht. Man kann so ein Zettelchen nehmen, man kann dein iPad nehmen, Computer, was auch immer. Und dann kann man einfach auf diese Karte das Anliegen schreiben. Und das Anliegen hat ja ein Gefühl. Es kann sein, man macht sich ein bisschen Sorgen oder du merkst, Angst klopft an in dem Sinn. Das ist ja alles in dem Sinn nicht schlimm. Also der brüllende Löwe, der jagt mir ja Angst ein. Das ist ja nicht schlimm, dass er mir Angst einjagt. Weil Lügen hat nur dann Kraft, wenn ich es glaube. Und die Angst hat nur dann Berechtigung, wenn ich auch stehen bleibe und dem Feind zuhöre und ihm erlaube, dass die Angst eigentlich in mich hineinkommt. Und darum, wenn man diesen Zettel eben nimmt, ist es eine mega coole Hilfe, einfach mal die Angst aufzuschreiben. Susanne, schau mal einfach mal eine Sache auf. Ich mache es ganz, ganz praktisch, wie man das in dem Sinne ein bisschen auch lösen kann. Schreibst du es da auf? Ja, du hast gesagt, ich soll was aufschreiben. Ja, schreib es auf. Ja, das nimmt jetzt eben Wunder, was, genau, was ist das, was du aufschreibst? Was ich aufschreibe. Okay, ja, halt, was mir spontan in den Sinn kommt. Und es ist auch spannend, wenn du einfach aufschreibst, was dir in den Sinn kommt. Und dann denkst du, was hat das mit Angst zu tun? Also, ich habe aufgeschrieben, Hochzeit von unserem Sohn. Und weißt du, Genau. das muss ja noch nicht mal... Ich muss mich auch nicht schämen davor, dass ich das auf dieses Zettelchen geschrieben habe, weil das ist halt einfach das Fest, das in 4 Wochen vor der Tür steht. Genau. Und jetzt ist meine Frage, jetzt ist es mega wichtig, also jetzt machen wir es ganz, ganz praktisch. Du schreibst das auf, du bist gläubig, du hast heute die Bibel gelesen, du betest und jetzt kommen einfach Themen, die sind einfach wie sie sind. Die sind auf dem Tisch, es kann Angst sein, Sorgen, es kann sein, der brüllende Löwe sagt dir ein, du wirst nie mehr gesund werden, du hast nie mehr einen Job, bla bla. Ja. Und man schreibt einfach diese Dinge auf und Susanne, was steckt denn hinter dem, was du aufschreibst? Du sagst, die Hochzeit ist in 4 Wochen. Was löst das in dir aus? Also das muss ja Warum, dass ich das aufgeschrieben habe, Warum? ist deswegen, weil es ist so viel Unsicherheit damit verbunden. Wie groß kann das Fest sein? Ja. Kann es überhaupt ein Fest sein? Wird das Fest bei uns zu Hause sein? Werden die Eltern von seiner zukünftigen Frau die Möglichkeit haben, von Deutschland in die Schweiz zu reisen? Das sind halt alles so Dinge, deswegen beschäftigt mich die Hochzeit. Es ist jetzt nicht einfach so wie irgend in einem Jahr, wenn man heiratet und man alles planen kann. Ja, und es ist eben vieles nicht planbar. Und eine Hochzeit ist ja nicht einfach so, dass man ja jede Woche so macht im Normalfall, oder? Und eben wie gesagt, wir sind ja nicht die Einzigen, denen es so geht. Die haben sich gefreut, die haben gewartet, haben Leute eingeladen und die haben am Freitagabend erfahren, dass man am nächsten Tag eine Hochzeit feiern kann. Und das ist das ist jetzt, gut, ist jetzt nur eine Hochzeit, sage ich jetzt mal, ist immer noch weniger, kann man sagen, als wenn jemand jetzt stirbt oder was auch immer. Aber man darf doch nicht vergleichen und sagen, ja, das ist ja nichts im Gegensatz zu. Jede Angst oder Sorge ist reell. Und du hast jetzt Dinge und du nimmst einfach ein Zettelchen, das kann 1 sein, 2, 3 sein, was auch immer. Die kann man so zusammenschneiden, kaufen, wie auch immer. Und jetzt ist wichtig, die Rückseite nehme ich und schreibe auf, was ist dann die Zusage Gottes? Also man muss der Angst entgegnen mit Gebet. Und das ist für mich recht krass, weil Angst kann man mit Gebet brechen. Und Susanne, was wäre jetzt ganz konkret die Zusage Gottes, ein Gebet, um der Angst da... Ja, ich habe jetzt ein paar Augenblicke Vorsprung gehabt, weil als du das zum ersten Mal aufgehalten hast, habe ich gedacht, was würde ich auf die Rückseite schreiben? Und weißt du, was es ist? Our God is real. Und das liebe ich einfach an diesem Gott. Er nimmt das mit dem, was ich mich gerade beschäftigt habe. Das ist der Titel von dem Song, den Dave vor ein paar Augenblicken gesungen hat, hier im Studio, falls du dich erst jetzt zugeschaltet hast.
our God is real, das heißt, unser Gott ist echt. Und wenn unser Gott echt ist, dann erinnert es mich einfach daran, dass das geschrieben steht im Psalm 23, er deckt mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Das heißt, er ist auch ein Gott vom Fest. Und wenn ich so rede, dann kommt mir auch noch in den Sinn, dass er das erste Wunder an einer Hochzeit gemacht hat und dass er aus Wasser Wein gemacht hat. Und weißt du, diese Dinge dann hier hinten drauf zu schreiben, also mich ermutigt das, weil ich einfach weiß, er ist ein Gott vom Fest und dann erinnere ich mich daran, dass ja er ein Fest initiiert hat für den verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, und er hat das Mastkalb gerufen und er hat Schuhe gerufen und er hat Mantel gerufen und er hat Musik gerufen. Dann denke ich so, wow. Weißt du, das hilft mir beim Entspannen. Genau, und was ich jetzt machen möchte, ich möchte es ganz praktisch machen, das ist ja eine sehr interaktive Gebetszeit. Ich möchte jetzt einfach bitten, dass du einen Zettel nimmst, wenn du keinen hast, kannst du das auch jetzt ganz kurz denken. Also was macht dir Sorgen, ist deine Angst? Und während du das jetzt aufschreibst oder dir Gedanken machst, möchte ich nochmals Dave einfach bitten, nochmals ganz kurz einen Refrain zu singen. Und während Dave singt, möchte ich einfach bitten, dass du auf Gott hörst und Gott einfach fragst, was ist dann die Verheißung? Oder was ist dann die Zusage? Und während Dave das macht, in dem Sinn kannst auch du zusammen überlegen, was ist die Zusage zu der Hochzeit? Also was für einen Vers Gedanken würde Gott dir geben? Also lass uns das ganz, ganz praktisch machen. Dave singt ein paar Takte. Du kannst dir überlegen, auf Gott hören, weil mir hilft das, ein bisschen worshipen. Überlegen, also das ist meine Angst. Schreib das auf. Und dann auf der Rückseite, was würde Gott sagen? Und dann in ein paar Augenblicken wirst du, Susanne, uns sagen, was ist der Bibelvers, den Gott dir gegeben hat. Gut, ich gehe da zu Dave. When troubles come, remember this. In highs and lows, you're not alone. Don't give up, don't lose heart. For our God has overcome. Because of Christ in us, we have overcome the night. For on the day He rose, death was defeated, hope has been restored. Our God is light, and we believe our God is real. Our God is real. Our God is real. He's alive in us. Fear has no place where the Spirit dwells. Our God is real and He's enough. My eyes on you all the time. Our God is real. Oh, 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 oh. Our God is real. Oh, 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 oh. Our God is real. He's alive. He's enough for you. Our God is real. He's alive. He's enough for you. Our God is real. He's alive. He's enough for you. Ja, mein Gott lebt. Ist genug. Ist genug für dich. Ja, mein Gott lebt. Ist genug. Ist genug für dich. Und Angst muss gehen. Ist genug. Ist genug für dich. Ja, dein Gott lebt. Oh, oh, oh. Our God is real.
Hey Dave, vielen Dank. Also ihr habt ja Zeit jetzt gehabt, diese Dinge aufzuschreiben. Im Chat haben schon viele Leute geschrieben, auch gebetet für die Hochzeit. Susanna, jetzt ist meine Frage, ihr habt ja jetzt gehört auf Gott und was ist die Antwort, die du jetzt in den letzten paar Augenblicken gehört hast? Wir machen ein ganz, ganz praktisches Beispiel, weil der Glaube am Ende vom Tag ist ja praktisch, das sind ja die Alltagsthemen, wo wir ja drin sind und da brauchen wir Lösungen und darum ist Gebet eben der Schlüssel, um Ängste zu überwinden. Susanna, was ist so der Gedanke, den Gott dir gegeben hat, das zu überwinden? Genau, also was ich vorher schon gesagt habe, eben mit der Hochzeit von Kanaan, mit dem Fest, das er gemacht hat, zeigt mir einfach, das ist mein Gedanke, dass Gott sich um das Fest kümmern wird, dass er selber dabei ist. Weil der erste Gedanke war, our God is real, das heißt, er ist Realität, er ist erlebbar und für mich bedeutet das, es ist jetzt nicht einfach, er steht nicht auf einem Blatt Papier an diesem Fest, wie auch immer, in welcher Größe das Fest auch immer stattfindet, sondern er ist lebendig in dem Sinn bei uns und das ermutigt mich. Also ja, genau, das hilft mir, das entspannt mich im Ganzen, weil ich weiß, er ist ein Gott, er liebt Feste, er initiiert Feste und wird er auch unser Fest, wie groß oder wie klein auch immer das dann ausfallen wird, wird dabei sein. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, es ist interessant, ich habe noch keinen Moment mir nur Sorgen oder Gedanken gemacht über das Fest. Und darum sind auch die Themen total unterschiedlich. Das ist auch, es ist so, weil es gibt aber dann wieder andere Themen, die ich habe, wo dann Susanna denkt, komm, das ist ja kein Thema. Und es sind eben die Alltagsthemen, wo der Feind dir entgegentretet und dir Angst einflößt und das ist real. Und darum ist cool, Gebet durchbricht diese Ängste. Und weißt du, was ich auch schon beobachtet habe? Es sind eben diese Themen, die einem Angst machen, also jedenfalls bei mir, wo ich das Gefühl habe, wenn ich mich genug anstrenge, dann kann ich es vielleicht noch schaffen. Aber zum Beispiel bei den Themen, die du hast, denke ich so, gut, da kann ich schon gar keine Sorgen mehr machen, das übersteigt mich sowieso. Und dann fällt es mir einfacher, mich nicht zu sorgen. Also das habe ich auch schon beobachtet. Lass uns ganz kurz in einen Bibeltext noch reingehen und das finde ich mega krass, und zwar von Hiob, wie man Angst überwindet. Und zwar Hiob war ein sehr gesegneter Mann gewesen im Alten Testament in dem Sinn. Er war reich, er hatte eine Frau, er hatte Söhne, Töchter, er hatte Tiere ohne Ende, er war ein gottesfürchtiger Mann und die Bibel sagt sogar, wenn die Kinder ein Fest gemacht haben, hat er nach den Festen Gott geopfert. Im Falle, falls die Kinder gesündigt haben, ihm war es mega wichtig, dass nichts zwischen ihm und den Söhnen und den Töchtern zwischen Gott steht. Und dennoch finde ich das ganz, ganz krass im Leben von Hiob. Man ist mit Gott unterwegs, man ist gesegnet und doch kann es sein, dass im Herzen irgendwo eine Angst drin ist. Denn Hiob, als ihm alles genommen wurde, hat ja seine Kinder, seine Töchter verloren und Söhne verloren, alles Tier, und er wurde schwer krank, weil Gott hat das wie zugelassen, hat Hiob getestet und dann sagt Hiob, denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und wovor mir graute, hat mich getroffen. Ich hatte keinen Frieden, keine Rast und keine Ruhe, da kam schon wieder ein Ungemach. Und wenn man diesen Text so liest, finde ich das krass, dass trotz Heiligen Geistes wir manchmal noch Bereiche haben, wo wir wie ängstlich sind und wie eine Türe aufgemacht haben, auch für das Böse, sage ich jetzt einmal, wo wir denken, das ist genau gekommen, was ich immer gedacht habe. Und ich möchte dir einfach sagen, diese Ängste sind wie Einfallstore, die man in der unsichtbaren Welt dem Feind gibt. Man hört auf das Brüllen und denkt, ja genau, ich habe sie gewusst, das kommt dann irgendwo. Und ich habe das immer Angst gehabt, von was auch immer. Und man lebt eigentlich mit der angezogenen Handbremse in dem Sinn, weil man blockiert auch ein bisschen so die Güte oder auch die Linie Gottes im Leben. Und ich möchte euch einfach ans Herz legen, jetzt ganz kurz einfach diese Ängste, die du hast, die auch wir haben. Niemand von uns ist perfekt. Die wir haben, dass wir auf das in einem Gebet jetzt Gott hinlegen. Und lieber Gott im Himmel, du kennst die Ängste, die irgendwo mithallen oder mitschwingen in meinem Leben. Dinge, wo ich wie so einen Schatten mich verfolgt und ich das Gefühl habe, obwohl ich dich kenne, obwohl ich
den Heiligen Geist getauft worden bin und ich die Bibel lese, ich lege dir diese verborgenen Ängste dir einfach hin. Du kennst sie sowieso. Und ich möchte dir ganz bewusst sagen, es kann die Angst sein, dass du wieder enttäuscht wirst. Es kann die Angst sein, dass deine Firma nicht funktioniert. Es kann die Angst sein, ich habe gegeben und wer gibt, bekommt. Kann es aber sein, dass es bei mir doch wieder nicht funktioniert. Die Angst, dass die Krankheit einfach nicht weggeht. Die Angst, dass du vielleicht immer alleine bleiben wirst. Die Angst, ich werde keine Kinder bekommen. Die Angst, dass deine Söhne, deine Töchter nicht mehr zu Gott umkehren. Was auch immer diese Ängste sind, Gott, wir legen dir das auf den Altar. Ja. Und wir sagen, dass der Geist der Angst, und er hat einen Namen, das sind Gefühle, das sind Themen, die vielleicht schon seit Jahren, wie sie sich so festgeprägt haben, eintätowiert sind, wo merken, sie ist so richtig hart, man bringt es fast nicht mehr raus und weg. Jesus spricht nur ein Wort über diesen Ängsten und diese Ängste sind gebrochen ein für alle Mal. Und ich sage, der Geist der Angst, der Geist der Krankheit, der Geist der Sorgen, der Geist des Unfriedens, der Geist der Unversöhntheit, der Geist der Depression, der Geist der Schlafstörung, der Geist, der mich nicht in die Ruhe hineinkommen lässt. Ich befehle diesen Geistern in mir, dass ihr mich verlassen müsst. Und Heiliger Geist, taufe du mich heute nochmals neu, erfülle du mich nochmals ganz, ganz neu mit dem Blessing vom Himmel. Und wir haben auch 3 Anliegen aus der Church vom Sonntag, wo uns geschrieben haben, mitgebracht. Und ich möchte an dieser Stelle auch diese Anliegen, wie du es gesagt hast, einfach, das sind Ängste, das sind Sorgen, das sind Anliegen. Da ist jemand, der sagt, der Sohn einer Freundin ist sozusagen verschwunden, weil er sich nicht mehr meldet. Und wir bringen dir diesen Sohn, Jesus, wir bringen dir auch diese Freundin von der Frau, die uns geschrieben hat. Und wir bringen dir das und wir bringen dir, dass hier wieder eine Lebensverbindung zu Jesus stattfinden kann. Und jemand anders sagt, bitte betet für mich, damit Gott mich befreit und mein Herz öffnet, damit ich lieben kann. Also, und jemand bittet, dass Gott sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, die Person. Und wir bringen auch dir dieses Anliegen, wo jemand schreibt, dass er dir dienen möchte, aber irgendwie da nicht genau weiß, wie und was und ob er es richtig macht und ob er dem alles gerecht wird. Und jemand anders schreibt, sie ist momentan nicht mehr sicher, ob der Beruf als Fitnessinstruktorin der richtige ist, und da ist Depression mit eingebunden, da ist mit eingebunden, dass sie in keiner Beziehung lebt seit längerer Zeit, keine Freunde hatte, die Sorge oder die Angst oder die Schwierigkeit, da alleine durchzugehen. Und Gott im Himmel, diese Anliegen bringen wir vor dich, diese Ängste bringen wir einfach vor dich, wo uns Leute geschrieben haben. Und ich danke dir, dass wir uns vor dir ausleeren dürfen, diese Ängste vor dich bringen. Genau, und ich bringe auch diese Anliegen, die ihr im Chat geschrieben habt. Ich habe ein bisschen so mit einem Auge bin ich immer in der Kamera, mit einem Auge bin ich hier und das andere Auge habe ich dich, also ab nur 2. Aber jemand hat geschrieben, auch den Job verloren. Das sind Ängste der Finanzen. Das hört sich immer so einfach an, Gott ist mein Versorger, das ist auch so, aber wie Gott versorgt, ist eben manchmal unterschiedlich. Ich bete einfach für dich, dass Gott dich wirklich leitet und führt, und Gott hat versprochen, dass er dein Versorger ist und das Wunder wird in deinem Leben geschehen. Jemand sagt, er ist erkältet. Ich bete einfach auch da für eine Gesundheit in dem Sinn. Da gibt es Leute, die haben Rückenschmerzen. Es gibt viele Dinge im Chat drin und ich bete wirklich. Und Gebet ist nicht einfach so die letzte Option. Gebet ist unsere erste Option.
Bevor wir den Tag beginnen, beginnen wir doch mal den Himmel zu plündern und die Lagerhallen Gottes in Anspruch zu nehmen, weil Gott hat so viele Dinge für uns bereit. Und ich danke dir, Gott, dass du nicht meine letzte Option bist, du bist mal meine allererste Option. Und ich danke dir, dass du jedes einzelne klitzekleine Detail in meinem Leben hast du auf dem Schirm, auf dem Radar. Und wenn du sogar jedem Stern einen Namen gegeben hast, und ich das Universum anschaue, ich kann es gar nicht erfassen mit meinen Augen, ich kann es gar nicht zählen, so gewaltig riesig ist das Universum. Das bedeutet, dass du, großer Gott, kennst meinen Namen, meine Details, bis in das Kleinste hinein, und ich danke dir, dass du auch diese verborgenen Wünsche, du hast verborgene Wünsche, du hast verborgene Sehnsüchte ganz tief in dir drin. Und ich möchte dir zurufen, ich sage es auch mir und auch dir, Susanne, es ist Gott nicht verborgen. Ja. Du hast einen Gott, der sieht, wir haben einen Gott, der hört, wir haben einen Gott, der denken kann, aber auch einen Gott, der mitfühlt. Und ich bete einfach, dass diese Dinge, die dich bewegen, die dich auch nach vorne bewegen, dass du, Gott, das lenkst und führst und auch erhörst. Ja, genau. Und wir haben jetzt von diesen Kärtchen gesprochen. Es ist bald der 1. Dezember. 1. Dezember. Was ich schon gemacht habe, ist, ich habe einen Bibelvers-Adventskalender gemacht. Ich habe für jeden Tag einen Bibelvers rausgesucht und dann meinen Freundinnen verschenkt und habe mir selber einen geschenkt. Das kannst du zum Beispiel für dich machen. Aber was wir dir heute gesagt haben, ist, dass du auf so ein Kärtchen ein Anliegen schreiben kannst, eine Sorge, etwas, was dich beschäftigt. Warum fängst du nicht an, einfach mal 24 Dinge aufzuschreiben, die dich beschäftigen? Und dann, vielleicht ist es für dich sehr schwierig, einfach dann so eine Zusage zu hören. Entweder du wartest, bis du eine Zusage bekommst, oder, das ist eben jetzt mein Tipp sozusagen, du nimmst einfach eine dieser Bibelverse, die du dir irgendwann mal rausgeschrieben hast, die dir irgendwann mal in den Sinn gekommen ist, und du fügst das zusammen und du schaust, wie das passt. Oder du liest zum Beispiel auf YouVersion, gibt es jeden Tag einen Vers, und du nimmst jeden Tag eines von diesen Kärtchen hervor, wo ein Anliegen draufsteht. Und du nimmst diesen Bibelvers, zum Beispiel 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dann meditiere darüber, wie dieser Bibelvers zu deinem Anliegen passt, was das für eine Zusage sein könnte. Und ich habe einfach schon erlebt, das ist wie 3D-Kino, da gehen Welten auf. Und das ist das, was ich dich von Herzen dazu ermutige, dass du die Bibelstellen einfach querbeet raussuchst. Du kannst auch googeln, Bibelverse zu Angst, Bibelverse zu Mut, und du nimmst einfach den, wo du spürst, der spricht dich an, und du hältst ihn auf dein Anliegen und du betest mit diesem Bibelvers, du verwandelst ihn in ein Gebet. Genau, ich möchte unbedingt, und ich kann nicht diese Hour of Prayer beenden, ohne Good News von Hiob zu bringen, weil es ist ja mega krass, hat die Angst und wurde alles genommen, Susanne. Es gibt eben einen Schlüssel. Und muss ich euch ehrlich sagen, ich habe Montag die Predigt vorbereitet und dann habe ich über Ängste gegoogelt und da findet man mega viele, und habe jetzt Gott gesagt, ja, was ist denn das Gegenteil von Angst? Und ich habe so viele Bibeltexte entdeckt im Alten und im Neuen Testament, und das war fast immer bei Abraham, was auch immer, war es der Moment gewesen, auch im Leben von Hiob. Und achte jetzt mal auf diesen Vers, als Hiob für seine Freunde betete, also erst als Hiob für seine betete, da wandte der Herr für ihn alles zum Guten und nicht vorher. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Man sieht es im Leben von Abraham, als er betete für die Feinde, Hiob betete für die Freunde, Jesus betete am Kreuz. Also Gebet scheint wie ein Schlüssel zu sein, dass ein Durchbruch geschieht im Leben. Und ich möchte einfach heute das Hour of Prayer mit dir beenden, indem du einfach für dein Umfeld betest. Jetzt sag jetzt mal, bete für deine Mutter, bete für deinen Vater, für deinen Bruder, für deine Schwester, für deine Kinder, für deine Nachbarn, bete auch für deine Feinde. Und lass uns so, ich sage jetzt mal, 1 Minute einfach ganz praktisch jetzt einfach beten für das Umfeld, wo Gott uns hineingesetzt hat. Und ich erwarte, möchte ich jetzt ganz bewusst sagen, während wir für unsere Freunde beten, dass Gott dich heilt,
dass Gott dich freisetzt, Ja. dass Gott dich erlöst, vielleicht von Umständen, die sage ich jetzt mal, eine absolute Katastrophe sind. Und genau, ich bete, lieber Gott im Himmel, für meine Mutter, Ja. die im Spital liegt im Moment. Ich bete für sie, dass du sie berührst, dass du sie heilst, ihre Seele, ihren Geist, ihren Körper. Ich bete, dass sie nochmal zu Kräften kommt, nochmal so wie einen neuen Frühling erleben darf. Ich bete einfach da für sie, ganz speziell sie, wo mir den Glauben an dich, Gott, so in meine Wiege gelegt hat. Ich bete auch für meine Geschwisterten, ich bete für meine Schwester, die in Italien wohnt, die schon wieder im Lockdown drin ist, in Kalabrien unten, schon wieder hart getroffen. Ich bete für sie, für die ganze Familie, für die Verwandtschaft, bewahre du sie von diesen Viren, aber auch der finanzielle Schaden, den sie haben, nicht mehr zu wissen, haben wir noch einen Job, die hatten schon vorher gar nichts, lieber Gott im Himmel. Ich möchte dich einfach bitten, sei ihr gnädig, begegne du ihr von ganzem Herzen. Ich bete auch für unsere Nachbarschaft, wo wir wohnen, segne du sie, lass sie. Ich sehe von meiner Wohnung aus, so viele Leute machen Homeoffice, ist ein ganz spezielles Gefühl und Ambiente. Das geht für die auf, die irgendwo in einer großen Firma arbeiten, bist du selbstständig, kann es eine Katastrophe sein. Aber ich bete wirklich für all die Leute, die konfrontiert sind mit der Krise, mit Lebensfragen, in der Wirtschaftskrise, all diese Dinge, Gott, ich bete, dass ein Moment ist, wo Scharen von Menschen zum Glauben an dich finden werden. Ich bete für meine Freunde und auch für meine Feinde. Menschen, die nicht mögen, was ich tue, die das hassen, dass wir das Evangelium verkündigen. Ja. Und ich segne einfach mein ganzes Umfeld. Ja. Susanna, kannst du noch zum Ende einfach uns segnen für die kommende Woche? Ja. Ich empfinde im Moment, die Atmosphäre ist schon ein bisschen angespannter als auch im Frühling, weil es ist jetzt schon relativ lange, wo sich Dinge gehen und ich merke, Leute sind müde von der ganzen Sache und auch die Gruppierungen, die zwei Gruppierungen werden immer extremer und das ist keine gute Tendenz und wir beten einfach, dass Gott wieder zusammenfügt, das kann ja Gott. Ja, und ich bete, was in diesem Song von Our God is Real mir noch so nachklingt, but don't lose hope, aber verlier nicht die Hoffnung, weil er hat überwunden. Und das ist das, was auch im Johannes 16, Vers 33 steht. Und das rufe ich uns einfach zu. Ich habe die Welt überwunden. Das sagst du, das nimmst du, Löwe vom Stamm Juda, für dich in Anspruch. Und es ist, wie wenn du einfach aufstehen würdest und sagen, hey, verlier nicht den Mut, seid getröstet mit diesem Trost, der Jesus Christus gibt und sagt, ich habe die Welt überwunden. Seid getröstet und gesegnet mit diesem Segen im Namen Jesus. Amen. Amen. Hey, ich möchte euch wirklich Danke sagen, dass ihr mit uns betet. Wenn ich in den Chat reinschaue, ist mega ermutigend. Man sieht jede Woche mehr Leute, die zuschauen. Es ist ja nicht einfach eine Show oder eine Sendung. Wir beten zusammen, wir verändern Dinge zusammen, das Sichtbare in der unsichtbaren Welt. Und Gebet ist nie die letzte Option, das ist unsere allererste Option. Und ich sage den Leuten, wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr stehen in der Situation, dann lass uns auf die Knie fallen und da beten, wirklich vor unserem Herrn und Gott im Himmel, dass er Dinge verändert. Also sei gesegnet, bis wieder in einer Woche oder bis am Sonntag. Und was ist denn das Thema vom Sonntag, Leo? Es geht um das System vom Antichrist. Ich weiß, es ist ein bisschen... Ein weiterer Name vom Teufel. Vom Bösen, vom Teuflische Feind. Strategien. Genau, es sind ein bisschen so heavy Themen, aber die Bibel spricht darüber und wir haben uns entschieden, einfach mal auch Dinge anzuschauen, die man nicht immer so anschaut. Und doch, wir spüren ja diese Kräfte. Ja. Und ausgerechnet in einer Zeit wie diesen finde ich es einfach sehr inspirierend und hilfreich, diese Strategien, die da in der unsichtbaren Welt abgehen, mal davon gehört zu haben. Also, ich freue mich darauf. God bless you, schönen Tschüss. Tag und ciao, ciao. In you I stand unshakable, my future now unbreakable.
So come what may, I choose to stay in your love that